Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Und da guckt, da haben wir die blaue Prophecy. Fangen wir doch das Jahr so an, wie wir den Kanal angefangen haben, indem wir mal die Prophecy mal wieder in Betracht zieht und heute mal vermessen. Ich habe jetzt all meine Federblaster, die ich so 2024, 2025 zusammengeschraubt habe ich jetzt mal zusammensortiert oder Liste gemacht. Also alles, was wir irgendwie modifiziert haben. Weil ich habe gedacht, die Standardblaster, die lassen wir mal außen vor, sonst wird das Video ewig lang. Also die vermessen wir heute, guckt, vergleichen wir. Und ich habe gedacht, wir machen da 2024, 2025 Euro Video. Weil 2024 war das, ja, das da haben noch, vielleicht, ja, je nachdem, wenn man das halt sieht, wann die Modifikation stattgefunden hat. Weil den habe ich auch 2025 noch modifiziert. Das waren 2, 3, vielleicht 4 Blästerlers 2024 und 2025 ein paar mehr. Und in ein paar Tagen machen wir die Schwungrädler, das Blästerler. Und zum Schluss zeige ich euch noch meine Riken AEB, das oder der Halbautomatik halt. Da seht ihr dann, wird spannend, also das Jahr fängt schon gut an. Da machen wir einiges. So ein kompletter Vergleich haben wir, glaube ich, noch nicht gemacht. Ich habe das Messmittel schon mal aufgeweckt. Und Schwungrädler, das Bläster, kommen dann in einer Woche, wenn ihr das sehen wollt. Woche, Abo da lassen, Klingel drücken und dann kriegt ihr das auch mit. Legen wir los, oder? Legen wir los. Das Messmittel ist schon wach. Und wir messen natürlich in Meter pro Sekunde. So, klar, da müsst schon sein. Ja, 28,0. 27,9. Ein bisschen hochzielt. Dann treffen wir vielleicht. Dahinter ist so Zieldingens. Und wir machen immer 6 Pfeile. Dann haben wir 28,2 und das war sogar Treffer. 27,7. 25,2 wieder noch nicht gut. Und 24,2. Vielleicht du noch? Da ist der noch. Da haben wir ein Mittel. Dann mir gleich mal notiere. Dann Mittel haben wir 26,8. Weil für euch flackert der Bildschirm auch immer so. Das ist in echt nicht so. Da flackert der Bildschirm nicht. Minimum haben wir 24,2. Also so Dings hat es mal für Brillenträger gegeben. Und im Maximum 28,2. Es war relativ konstant bis auf die letzten 2. Also die sind schon arg abgewichen. Aber das ist schon mal ein guter Start. Können halt, wenn wir lustig sind, Ende des Jahres mal Riken Prophecy Vergleich machen. Weil da kommt noch ein bisschen was dazu. So, die blaue Riken ist erledigt. Dann haben wir die Riken Mark II. Ich meine, die ist, also mal außer die Kosmetik, außer ist das eine Serie Blasterle. Also wir haben den schon mal geöffnet, weil der hat ein bisschen komisch Verhalten gehabt und irgendwie haben wir einen Trigger tauscht. Oh, sage mal. Ja, das muss ich vielleicht nochmal. Das hat. Oder vielleicht nochmal ein Klebemittel. Weil das habe ich natürlich nicht mit Sekundekleber nachgeklebt, sondern mit halt so doppelseitigem Klebeband. Weil nachher geht es dann doch wieder her, dann muss man es da legen können. Und mit so Knetmasse habe ich das nachgeklebt. So. Und die hat da Rakete. So, legen wir los. Haben wir lange Pfeile drin. 17,1. 17,8 und hört euch das an. Das ist einfach klasse. 17,5. 17,6. 17,0. Warum hockt die denn so?
17,6. Irgendwas war da gerade ein bisschen hockelig. So. Aber ja, das Blasen, das macht einfach Spaß. Das ist ein bisschen, dass das da immer runtergeht, ist ein bisschen. Aber vielleicht, das ist einfach mehr Design. Also das ist jetzt serienmäßiges Interieur. Was haben wir? Im Mittel 17,4. Im Minimum 17,0. Im Maximum 17,8. Ja, das sind knappe 10 weniger wie die Prophecy. Und die Prophecy, das ist ja auch, die war anfangs schon ein bisschen gewaltiger. Müsst mal gucken, ob ich da messfertig gemacht habe. Aber sowas in der Richtung. Das bauen wir irgendwann mal wieder auf. Das vergesst ihr jetzt, dass ihr überrascht da könnt, wenn zum nächsten Special kommen. Nächste Jahre Special. Aber ja. Bin da ein bisschen vorhersehbar. So, was haben wir als nächstes? Machen wir das Sweet Revenge. So. My Sweet Revenge. So. Ich resette. Und dann ich messe. Zurück. Da müssen wir dann ein Extra, den holen wir uns von da, weil der ist bloß eine 5-Schuss-Trommel. Die Trommel sollte man vielleicht mal tauschen. Es müsste doch dieselbe sein wie bei einer Hammer schon. Aber ja. Luxusprobleme. So. Oh, nicht täuschen lassen. 40, alles. Oh, das ist schwach. 7,4. Das hat gar nicht laufen lassen. Ah. Ich würde sagen, mir resettet nochmal. Das ist dann die Kosmetik angestoßen. Dem geben wir nochmal eine Chance. Und zurück. $11,3. 18,1. 11,7. 60,7. 12,1. Und Reuno. So. 15,9. Ui, die streut ganz schön. Also irgendwie. Es kann auch sein, dass das noch nicht ideal ist alles. Das. Hey. Jetzt wollen wir das mal notieren und dann vielleicht mal eine Runde machen. Mal gucken, weil das hat, also das kann schon sein, dass da jeder zweite angelegt ist oder so. Also 14,3 im Mittel, im Minimum 11,3 und im Maximum 18,1. Und dann gucken wir mal nochmal eine Handvoll Pfeile. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wenn ich richtig zählt. Machen wir mal das Design da weg, dass wir das mal ausschließen können. Und wir sind ja hier hochwissenschaftlich. Ich sag's euch. Präzise Technik für ein bisschen Blaster. Das ist doch klar. Ja. Muss auch die richtige Knöpfe drücken. Sohle. 19,8. 17,6. 17,0. 15,0. 17,8 und 15,9. Das heißt, die Ausreißer, die wir vorher hatten, das war vielleicht dann doch
Seht ihr den Bildschirm noch komplett? Dies war dann vielleicht doch von der Front, weil das ein bisschen angekickt ist. Aber es sieht halt so cool aus. Wobei muss das sowieso nochmal neu ausdrucken, dann machen wir das lächeln größer. Das heißt im Mittel 17,1, im Minimum 50,0 und im Maximum 19,8. Das heißt, ja, vorher hat man 14,3, im Mittel 17,1. Das heißt, das könnte schon sein. Ich meine, wir hatten vorher Minimum von 11,3 und jetzt bloß von 15. Wir haben noch eine zweite davon, dann vergleichen wir das mal, dann gucken wir mal, vielleicht hängt es dann doch noch irgendwo. Hey, scheiß Plaster. So. So, was ist das nächste? Ah, die Double Strike hätten wir noch. Die habe ich jetzt. Wo haben wir die vermessen? Nee. Weil die habe ich jetzt vergessen vorzubereiten. Das ist aber auch. Da haben wir keine wirkliche Leistungsmodifikationen. Die lassen wir jetzt. Das ist. Da machen wir wieder X-Shot weiter. Mit der Lok und die ist schön verschlossen. Wir haben überall die schwarze Pfeile bei der lange und die Worker-Pfeile bei der kurze Pfeile. Resette und zurück. So. Dann machen wir hier, dass wir das gescheit laden können. So. Das muss die so mal zeigen. Das hätte ich sonst Messmittel runtergewischt. So. Jetzt. Da ist der Lauf. 19,4. 20,5. 400. Das halte ich für Gerücht. Hey, du Messmittel, du machst mir Sachen. Da fangen wir nochmal zurück neu. Da fangen wir nochmal neu an. (20,4) 18,0 20,0 19,1 20,5 und dann brauchen wir noch einen Pfeil. So, den hat es auch richtig geladen. Und 19,1. So, der sieht doch logisch oder sinnvoll aus. So, dann rekapitulieren. Die Doppelstreik von der Liste streichen. Also, ja, da war die jetzt nicht wahnsinnig viel. Da haben wir innen nichts gemacht, deswegen. Das heißt, da haben wir einen Durchschnitt 20,5, im Minimum 18,0, im Maximum 20. Ne, im Durchschnitt 19, Heieiei, der Herr Ingenieur. Wissenschaftlich korrekt arbeitet er. Ja, 20,5 im Maximum. Heieiei. Sag's euch. Die Ingenieure sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Ja. Und der sage halt Leute geschwätzt, aber dafür bin ich ja so. So, oder? Jetzt gucken wir mal, dass wir mal wieder Platz machen können. Die blaue Profi sieht ein bisschen auf Zeit. So, was haben wir als nächstes? Haben wir die Seagull. Mein gut, der haben jetzt auch nicht viel geändert, aber ich fand den Vergleich witzig. Ich meine, das Einzige, was wir da jetzt geändert haben, ist das da hinten mit der Schraube. Aber haben wir auch zusammengeschraubt, das zählt dann einfach. Das ist ganz praktisch, da kann man das Magazin einfach so rausschneiden. Also legen wir los. Kriegen wir das so. (47,9)
42,1, 44,3, 48,6, 48,4 und 43,1. Ja, das ist ein bisschen eine andere Hausnummer. Was haben wir? Im Durchschnitt 45,7. Dass der Herr schon auch eine richtige Zeile guckt. Im Minimum 42,1 und im Maximum 48,6. Das ist ein gewaltiges Plätzchen. So. Dann, zurück. Resetten. Hopp. Eieiei. Ich hab es aber um. Yes. Eieiei. So. Dann. Nochmal Prophecy. Dasselbe in Rot. Scheiße, die war schon geladen. Okay. Die müsst jetzt passen. Das habe ich nicht ganz. So. 43,9. Bisschen justieren, dass man das Lächeln hinter treffen. 39,4. 35,6. 35,7. 42,7 und äußer 40,8. Und einfach das Magazin leer ist, noch ein paar Schuss. So, legen wir die da vorne hin, als es so schön aussieht. So, dann Zettel holen. Das heißt 39,8 im Durchschnitt. Das heißt, das sind wir ein Stückchen schlechter wie bei der Siegal. Im Minimum 35,6 und im Maximum 43,9 Meter pro Sekunde wie üblich. Das versteht sich. Wir messen hier sinnvolle Einheiten und nicht da das, was die da von Übersee da so Zeugs verwendet. So, jetzt packen wir mal wieder ein bisschen was auf Seite. So, blaue Prophecy, die liegt da seitlich ganz gut. Dann haben wir noch so ganz harmlose Rieken. Das ist ganz harmlos Blasterle, fast Serie. Erstmal Resette und zurück. Fast Serie. Ich sag's euch, fast Serie. Das glaubt mir auch nur jemand, der noch nicht auf dem Kanal hier war. So. 30,0. 15,2. 22,8. 19,4. 22,7 und 22,8. Vielleicht habt ihr gesehen, was rausfliegt. Aber ja, fast Serie. Aber es sieht zum das täuscht schon, bis man dann halt mal guckt. Fast Serie. Wobei, so viel besser wie die Serie in Mark II war es jetzt auch nicht. Irgendwie der 22 kann man alles im Durchschnitt. Für das, was ich da Mühe investiert habe. Was haben wir? 17,4 haben wir bei der Mark II gehabt. Ja, gut. Ich meine, Meter in Sekunde sind immer nicht so viel. Das ist knapp bei 5 Meter pro Sekunde mehr. Das ist jetzt nicht so. Aber das ist, ich glaube, ein Drittel von Fuß pro Sekunde so in etwa.
Ja. Dann haben wir 22,1 im Durchschnitt, 15,2 im Minimum und im Maximum 30,0. So. Und dann haben wir die wieder auf die Seite. Schichtblaster, das macht Spaß. Das ist halt, da kann man jetzt nicht unbegrenzt viel Leistung reinpacken. So in dem von oben. Weil das ist halt schon schwer zu greifen irgendwann mal. Aber das ist cool. Zack. Ich war schon nicht ganz gut vom Blaster, aber ja. So. Und dann haben wir noch einen letzten Blaster. Den seht ihr dann im nächsten Video gleich wieder. Da zeige ich jetzt noch nicht alles. Weil da habe ich ein paar Teile nachmontiert. Das sieht ein bisschen ähnlich aus wie der. Ist aber ein bisschen anders. Das ist mein vollautomatischer Riken da unten. Das seht dahinter. Der ganze Teil. Das ist ein bisschen anders. Muss ich nur gucken, dass ich euch nicht zu viel verrate. Aber ein paar Designteile noch ergänzt. Die zeige ich im nächsten Video. Das ist. So, schalten wir ein. Da haben wir das schon. Haben wir das schon geladen? Weiß ich noch gar nicht. Also 30,2. 26,3. 29,6. 24,9. Nochmal 24,9. Und 27,5. Und das seht ihr. Ist auch nicht ganz serie. Also das hat schon stärkeres Feder drin als das da. Und weil es so schön ist. Jetzt ist leer. Machen wir es aus. Nicht ganz so von Blaster, aber ja. Die Riken selber ist nicht das Aufwendige an dem Blaster. Das ist eher das drumherum. So, packen die Prophecy da her, dass er da einen schönen Ausblick noch hat. Wenn wir da auch noch spaßig im Messwert notiert. Ja, also 24,7. Aber der Scheiß. 27,4 im Durchschnitt. 24,9 im Minimum. Und im Maximum also 30,2. Das heißt, damit sind wir jetzt auch schon fertig. Dann gucken wir mal, was war das stärkste im Durchschnitt. Das war die Seagull Mate. Oh, das können wir mal auf die Seite packen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die Seagull. Das war die da mit 45,7. Und das war auch die stärkste im Maximum mit 48,6. Und die zweite ist dann mit 39,8 die rote Prophecy. Das ist die Nummer 2. So. Dann haben wir, kommt als nächstes 27,4. Das ist dann meine Riken Halbautomatik. Das sind dann die ersten 3 Plätze. So. Hopp. Habe ich euch schon was verraten, was ich noch ergänzt habe? Oh gut, das Taster. Verrät der schon alles. Guckt euch das nächste Video trotzdem an, weil wir haben dafür auch noch anderes Modell. Vielleicht kriegen wir das ein bisschen schneller hin. Wir haben gesehen, das war ein bisschen schwerfällig, das Blaster. So, dann geht es weiter mit der blauen Prophecy mit 26,8. Und
dann haben wir dann kommen wir bei 26,1. Die gelbe Prophezie. Oder die Riken Mark II. 26. Ne, die hat 22,1 hat die ja. Und dann war bei 19,5 waren wir bei der. Hoppala, jetzt wird's eng. Bei der X-Shot Lock. Hopp. Und dann haben wir den da noch. Die normale Mark II mit 17,4. Die X-Shot Lock hat 19,5. Und zu allerletzt Schlusslicht macht mit 17,1 oder 40,3. Also je nachdem, die Front hat es halt deutlich verschlechtert. Macht es die Sweet Revenge, die Ninja Turtle Sweet Revenge. Und damit haben wir den ganzen Tisch voll Haufen Zeugs. Ich sehe schon, irgendwann brauche ich ein anderes Kamera-Setup für das Kanal hier. Aber wir müssen mit dem leben, was wir halt haben, bis wir es irgendwann mal ändern können. Und das ist der letzte Blast, aber cool finde ich trotzdem. Es ist mehr ein Blaster, den ich halt gemacht habe, weil er mir gefällt. Und man muss nicht alles machen, um da Höchstleistung zu erzielen. Das ist auch. Manches macht man einfach auf, weil man es kann. Bin beeindruckt, dass mein Riken Halbautomatik so gut ist. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Prophecy Halbautomatik. Das wäre schon auch cool. Ich meine, die Erfahrung habe ich jetzt ja, wie's Gott. Das könnte man. Ja, das. Alles nach dem anderen. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir die mal schneller machen. Und schau im nächsten Video vorbei. Da gucken wir nach der da. Und im übernächsten vergleichen wir mal die ganzen Schwungrädler. Das wird ein bisschen länger. Da haben wir noch ein neues Messmittel. Das wird auch spannend. Da kommen neue Messwerte dazu. Das habe ich noch gar nicht getestet. Das testen wir dann zusammen. Ich sag's euch. Spannende Zeiten brechen dann. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Messen, beim Basteln, beim was auch immer. Also lasst euch inspirieren, was Eigenes zu machen. Und bis dann, euer Blaster-Ingenieur.